Salut zusammen! Ich bin kein Politiker. Noch nicht, wer weiß. Ich bin der Lionel, bin 19 Jahre alt und komme vom Kanton Basel-Stadt. Die meisten werden mich vermutlich wegen meinen Städtetouren-Videos kennen, wo ich von Stadt zu Stadt gehe und so Quizfragen über die Schweiz stelle. Wer aber schon ein bisschen länger in meiner Community dabei ist, der weiss, dass ich mich schon immer für politische Sachen interessiert habe. Manche Schweizer haben zwar leider das Gefühl, dass wer jung ist, gefälligst die Fresse heben soll und sich nicht zu politischen Themen äußern soll, weil er keine Ahnung hat, aber die gleichen Leute kommentieren dann auch unter meinen Videos, dass sie sich darüber aufregen, dass sich die Jugend nicht getraut, das Maul aufzumachen, wenn man sie nach ihrer Meinung fragt, was ganz klar eine Doppelmoral ist. Heute gibt es ausnahmsweise keine Städtetour, weil ich auf etwas eingehe, was viele in meiner Community gewünscht haben. Ich habe nicht gewusst, dass das so ein wichtiges Thema ist, aber nachdem ich immer wieder Kommentare bekommen habe und immer wieder Leute gefragt haben, Lionel, was ist deine Meinung dazu, habe ich mich entschlossen, ein Video dazu zu machen. Es geht um die Legalisierung von Cannabis. Ich muss ehrlich zugeben, zuerst hätte ich nicht gedacht, dass das Thema so eine grosse Aufmerksamkeit genießen wird. Aber kürzlich habe ich gesehen, dass verschiedene sehr einflussreiche Schweizer Medien, unter anderem auch mein Kooperationspartner Blick am Abend, einen Artikel veröffentlicht haben, in dem es geheißen hat, Kiffen kann schizophren machen. Obwohl die Betonung meiner Meinung nach ganz klar auf kann liegen müsste, haben sich mega viel bestätigt gefühlt, Kiffen ist schlecht. Das Verbot von Cannabis ist laut gewissen Argumenten sogar der Zwischenschritt zum Weltfrieden gewesen, wo ich mir ziemlich stark an den Kopf legen und jetzt mit diesem Video ein bisschen Gegengewicht geben möchte. 600'000 Personen in der Schweiz kiffen laut einer Studie regelmäßig. Das ist jede 13. Person. Und rund 2 Millionen haben schon mindestens einmal in ihrem Leben einen Zug genommen. Das ist jede 4. Person. Was hat also der Staat, der eigentlich für uns ein Volk schaffen sollte, dazu verleitet, 2 Millionen von uns zu Kriminellen zu erklären? Ein grosser Teil von dieser Schuld muss man leider bei der SVP suchen. Obwohl die Partei in manchen Punkten nicht mal so Unrecht hat, steckt sie in dieser Frage noch in den 60er und 70er Jahren fest und haltet halt Cannabis für eine Droge von der Linken, sprich für die Droge von der JUSO und von der SP und möchte natürlich denen ein bisschen reinpfuschen. Ich kenne mehrere junge SVPler persönlich, 2 davon habe ich schon kiffen gesehen und der 3. hat mir anvertraut, dass er es ab und zu macht, sich aber nicht getraut, in der SVP darüber zu reden, weil er halt Angst hat vor verpassten Aufstiegschancen. Wie absurd ist das denn? Du bist Mitglied von einer Partei und getraust dir nicht, deine Meinung zu sagen. Ich habe mir an den Kopf gelenkt. Wer mir jetzt die ersten paar Minuten zugeschaut hat, wird vermutlich denken, dass ich eher links ausgerichtet bin. Das ist definitiv nicht der Fall. Ich bin bei den Jungfreisinnigen kein aktives Mitglied, aber immerhin. Die 600'000 Schweizer, die momentan regelmäßig Cannabis konsumieren, kaufen ihr Cannabis mangels Alternative halt einfach bei kriminellen Drogendealern. Was hat das zur Folge? Erstens, der Preis ist viel zu hoch. Wenn du Cannabis auf der Straße kaufst, dann zahlst du extrem viel, obwohl der Wert oder beziehungsweise der eigentliche Preis, den man verlangen sollte, viel tiefer ist. No, die Drogendealer sind natürlich gewitzt. Die sprechen sich intern ab und verlangen alle mega viel und als Konsument kannst du nichts machen. Zweitens, du weißt nicht, an wer du grotest. Wenn der Drogendealer eine Waffe dabei hat oder speziell wenn du eine Frau bist, du könntest vergewaltigt werden. Das ist mega schlimm. Und drittens, das Geld, das die Drogendealer verdienen, bleibt nicht etwa in der Schweiz, sondern das wird höchstwahrscheinlich irgendwo zurück in irgendein Land, wo die hergekommen sind, geschickt, wo das natürlich weitere Leute motiviert, in die Schweiz zu gehen, Cannabis illegal verkaufen. Und viertens weisst du nicht, was in diesem Joint drin ist. Wenn du einen Joint auf der Straße kaufst, du kannst dir sicher sein, dass der mit Blei oder irgendwelchen sonstigen Substanzen gestreckt worden ist, die deine Lungen zerstören. Und das verursacht sehr hohe Gesundheitskosten. Nehmen wir das Beispiel von Colorado in den USA. Seit dort Cannabis legalisiert worden ist, sind Verkäufe von Schmerzmitteln, Schlafmitteln, Medikamenten gegen Depressionen und Angststörungen drastisch zurückgegangen. Das wäre für unsere Krankenkasse eine enorme Entlastung, aber auch für uns, das Volk. Weil ich sehe jedes Jahr, wie die Krankenkassenprämien steigen und ich stelle mir vor, so eine alleinerziehende Mutter mit 2, 3 Kindern, die sie den Tag durchbringen muss, wenn sie dann noch am Ende des Jahres oder am Ende des Monats so eine Krankenkassenprämie zahlen muss, dann bleibt einfach fast nichts übrig. Dann muss sie froh sein, wenn sie sich nicht verschuldet hat. Nehmen wir an, in der Schweiz hätten wir jetzt einen Cannabismarkt. Dann hätten wir ein grosses Problem. Wer produziert es? Es lohnt sich nicht, dass irgendwie auf dem Dach oder auf der Terrasse so 1, 2 Pflänzchen anzupflanzen. Weil die grossen Lebensmittelketten, die wollen das natürlich en masse kaufen. Die wollen einen fixen Vertrag mit jemandem, der ihnen dann immer Cannabis liefert.
Um das zu machen, brauchst du viel Land. Und wer hat viel Land? Der Bauer. Den Bauern in der Schweiz geht es momentan sehr schlecht. Immer mehr müssen ihren Beruf aufgeben und sich etwas Neues suchen, weil der Stellenwert vom Essen stark abgenommen hat und weil die Konkurrenz in der EU viel billigere Preise anbieten kann. Zwar erhalten die Bauern vom Bund Geld, damit sie nicht völlig aussterben, aber das hilft den Bauern auch nicht wirklich weiter. Noch schlimmer, es bringt die Schweizer Bevölkerung gegen sie auf. Immer mehr Schweizer finden es ungerecht, dass sie Steuern zahlen, damit das einfach anderen Leuten gegeben wird, damit sie quasi ihren Job weitermachen können. Die sogenannten Landwirtschaftssubventionen sind also stark in der Kritik. Jetzt nehmen wir aber an, dass Cannabis legalisiert wird. 600'000 Schweizer würden sofort in den nächsten Laden gehen und sagen, hey, ich würde gerne Cannabis kaufen, wo kann ich das finden? Und der Laden würde natürlich sagen, Cannabis, das muss ich zuerst mal selber kaufen. Geht natürlich zu jemandem, der das auch produzieren kann, und das ist der Bauer. Und in dieser Hinsicht beim Cannabis hat er auch keine Konkurrenz aus der EU. Abgesehen von Holland. Aber das ist immerhin weniger schlimm wie die ganze EU. Sprich, er kann den Schweizer Markt auch wirklich mit Schweizer Produkten füttern. Plötzlich gibt es einen riesigen neuen Markt mit extrem vielen Variationen, extrem vielen Varianten, die nur von Schweizer Bauern gesättigt werden können. Ich nehme an, es gibt jetzt immer noch Leute, die Folgendes denken. Aber Cannabis ist doch im Endeffekt immer noch schlecht. Wir müssen unsere Leute, unsere Bürger, unsere Jugend vor dem Stoff schützen. Ihr habt nichts verstanden. Alkohol und Tabak sind viel schlimmer wie Cannabis und legal. Während Alkohol und Tabak körperlich alles auch geistig abhängig machen können, besteht bei Cannabis nur das Risiko von einer geistigen Abhängigkeit, wenn du es wirklich übertreibst. Die gleichen Politiker, die immer sagen, Cannabis ist schlecht, wir müssen unsere Jugend schützen, die lassen sich auch von Lobbyisten umgarnen und setzen sich dann gegen ein Rauchen tötet Schild auf dem Zigarettenpäckchen ein. Das ist so heuchlerisch, das macht mich richtig hässig. Habt ihr vielleicht schon mal jemanden an Lungenkrebs verloren? Oder kennt ihr jemanden, der nicht rechtzeitig an eine Spenderleber gekommen ist? Solche Verluste sind schrecklich. Aber habt ihr schon jemals von einem Cannabis-Toten gehört? Ich jedenfalls nicht. Ich hatte letztens eine sehr interessante Diskussion mit einem guten Freund von mir, der mir gesagt hat, er hat einen Klassenkamerad aus der Klasse verloren. Nicht verloren im Sinne von gestorben, sondern der Klassenkamerad ist auf eine schiefe Bahn geraten, ist nicht mehr in die Schule gegangen, er hat seine komplette Karriere geschmissen fürs Cannabis. Er hat wirklich den ganzen Tag nur noch gekifft. Mein Kollege ist natürlich dementsprechend gegen eine Legalisierung gewesen, weil er halt nicht wollte, dass das auch anderen passiert. Er hat aber etwas vergessen. Das von seinem Kollegen ist passiert, wo Cannabis illegal war. Und wenn etwas illegal ist, dann hat es einfach einen besonderen Reiz für viele Leute. Kommt mir jetzt nicht mit, das stimmt nicht. Es stimmt. Macht Augen auf. Was illegal ist, zieht gewisse Leute einfach wie magisch an. Wenn du jetzt aber Cannabis legalisierst, dann verblasst der Effekt sofort. Liebe Community, das sind jetzt meine Argumente gewesen. Ich bin sehr gespannt auf eure. Schreibt es in den Kommentaren, diskutiert, macht Freunde auf das Video aufmerksam und damit tschüss.